Also, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Also wir machen heute mit der Sura Yasin weiter. Wir sind jetzt mittlerweile schon beim dritten Teil. Der dritte Teil heisst, man kann Yasin in 6 Teile, oder 6 Stücke teilen, die aufbauend sind, aber die voneinander wirklich losgelöst sind. Und wir haben den ersten Teil ganz am Anfang gehabt, natürlich. Dort ist es darum gegangen, das war eigentlich die ganze erste Seite, wo wir ein bisschen über die göttliche Offenbarung geredet haben, wo wir gesagt haben, dass, wo sich der Prophet Mohammed vorstellt, wo wir seine Situation beschrieben haben, wo wir die Situation der Mekkaner beschrieben haben. Nachher, was auch noch wichtig ist in dem ersten Teil, ist zum einen, heisst Wal Qur'anil Hakim. Das ist gerade die zweite Ayah. Hakim, haben wir gesagt, heisst, hat verschiedene Bedeutungen, aber eines der Bedeutungen von Hakim ist, dass der Koran, also wenn es heißt, der Koran ist Hakim, dass er sehr verwoben ist. Das heißt, dass ganz viele verschiedene Themen in dem Koran vorkommen und die alle so ineinander verwoben sind, dass sie zum einen gar nicht mehr losgelöst werden können, weil alles zusammengehört, und zum anderen passt es so gut zusammen, auch wenn es im ersten Moment aussieht, als ob es eigentlich gar nicht miteinander zu tun hat. Aber wenn man dann die Sache ein bisschen genauer anschaut, merkt man, dass eben alles sehr gut zueinander passt und dass auch immer das Ganze einen Aufbau hat und das, was vorher gesagt wird, quasi wiederholt wird, aber nicht wiederholt im Sinne von, man hat wiederholt, wenn man nicht wusste, dass man schon gesagt hat, sondern man tut das Gleiche nochmal sagen, in anderen Worten, in einem anderen Licht, um das Vorhergehende zu bestätigen. Das sieht mit der Sura Yasin eben sehr gut. Und wir werden das heute wieder sehen. Und ich denke, das ist ja ganz wichtig, dass wir das ein bisschen begreifen, wie der Koran aufgebaut ist. Weil wir sagen ja, dass wir Muslime sind, dass wir Mu'min sind, dass wir Iman haben. Wir haben ja 6 Iman-Artikel und eines von diesen Iman-Artikeln ist ein Iman an die Bücher. Das heisst, wenn ich behaupte, ich habe Iman an die Bücher, sage ich bin überzeugt, dass die Bücher, von denen wir reden, die 4, jetzt im Moment wenn wir nur den Koran anschauen, dass wir überzeugt sind, dass es die Bücher wirklich gibt und dass die Bücher tatsächlich von Allah Ta'ala gekommen sind. Dass sie nicht ein Mensch irgendwie selber geschrieben hat, sondern dass das wirklich direkt Gottes Wort ist, eigentlich, dass es direkt das ist, was Allah Ta'ala wie ein Engel oder auch auf andere Art und Weise ein Prophet direkt eingegeben hat und er uns das eigentlich 1:1 weitergegeben hat. Damit wir können wirklich bei uns behaupten, dass wir Iman haben, dass wir überzeugt sein können, bedingt, dass wir uns mit dieser Materie befassen und durch das Studium vom Koran eigentlich erkennen, das muss Gottes Werk sein. Also, weil es ist so verflochten und so verwoben und das dann über Suren hinweg. Wir schauen jetzt ja nur eine Suren, aber wenn man den ganzen Koran als Ganzes anschaut, passiert das eben auch. Es ist alles so ineinander verwoben und es passt alles so richtig, dass ein Mensch das gar nicht könnte machen. Wenn man ein Buch schreibt innerhalb von einem Monat oder so, kann man vielleicht noch vorstellen, dass man ein sehr gutes Buch schreiben kann. Aber der Koran ist ja nicht in einem Monat oder so geschrieben worden, sondern ist in 23 Jahren hinabgesandt worden. Also, wenn etwas vor 23 Jahren gesagt worden ist, also der Anfang vom Buch und das Ende kommt eben 23 Jahre später und alles passt immer noch gleich zusammen, ohne irgendwelche Widersprüche zu haben, allein das schon ist ein Beweis, dass es gar nicht ein Menschenwerk sein kann, sondern dass es muss von Allah Ta'ala kommen sein. Und so hat es einen Haufen so Hinweise, wo man auch als Wunder vom Koran bezeichnen kann, wo uns eigentlich unseren Iman stärken. Und zwar im spezifischen Sinn, der Iman an die Bücher. Wenn wir Bücher sagen, von wie vielen Büchern reden wir? 4, die da wären? Injil, Zebur, Tevrat und Koran, genau. Das war nicht gerade die richtige Reihenfolge, aber es sind die richtigen Bücher. Okay. Wir haben in dem ersten Teil von Surat Yasin auch darauf hingewiesen, wie man die Wahrheit finden kann. Allah sagt, dass man die Wahrheit auf 3 Wege finden kann. Und zwar indem man nach vorne schaut. Wenn man nach vorne schaut, sagen wir, also, dass man die Erschaffung anschaut. Also wenn ich die Natur anschaue, wenn ich all das, was ich vor mir sehe, all das, was Allah erschaffen hat, wenn ich das sehe und über das reflektiere, also mir Gedanken darüber mache, dann müsste es möglich sein, die Wahrheit zu finden. Das Gleiche ist, wenn man hinterher schaut. Man hinter dran ist was?
Das ist die Geschichte, also Vergangenheit. Also wenn ich die Geschichte studiere von Völkern, die vor uns waren, was ihnen widerfahren ist und was mit ihnen passiert ist, wie sie eben zu Allah gestanden sind oder nicht und was dann Erfolg ist. Also wenn ich das studiere, sollte ich die Wahrheit finden. Und dann gibt es noch eine dritte Art und Weise, und das ist, wir haben das vorne gehabt, jetzt haben wir hinten gehabt, und dann gibt es noch von oben. Und von oben ist dann was? Das ist dann göttliche Offenbarung. Also wenn Allah Ta'ala Wahi gibt, das kommt von oben. Und das sind die 3 Arten, wie man die Wahrheit finden kann. Der erste Teil von Surat Al-Yasin ist eigentlich die Offenbarung von Allah, also das Wissen, das von oben kommt. Im zweiten Teil haben wir dann die Geschichte von der Stadt, wo 3 Propheten gekommen sind, die Leute aber nicht geglaubt haben, von der einen gekommen ist, vom anderen Ende der Stadt, und gesagt hat, glaubt doch den und so weiter. Das ist die Vergangenheit gewesen. Also Allah hat hier eine Geschichte in der Vergangenheit erzählt, wo uns eigentlich genau die gleiche Situation, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seiner Zeit war, eigentlich widerspiegelt, die gleichen Problematiken gezeigt hat, die gleichen Ungläubigen, also die gleichen Leute, die sich geweigert haben, die Wahrheit anzunehmen und was dann mit denen passiert ist. Also haben wir im zweiten Teil, also im ersten Teil haben wir das von oben gehabt, im zweiten Teil das von hinten und im dritten Teil kommt jetzt eben, wie man Lehren kann ziehen von dem, was vorne ist, also was man mit den Augen kann sehen, das ist einfach die Lehre über durch die Erschaffung, die Sachen, die Allah Ta'ala erschaffen hat. Da wir jetzt nicht so viel Zeit haben, verzichte ich auf das arabische Teil. Ich tue jetzt gleich mit dem Deutschen anfangen. Wir sind also bei der Ayah 33. Und da heißt es, und ein Zeichen ist ihnen die tote Erde. Wir beleben sie und bringen aus ihr Korn hervor, von dem sie essen. Jetzt, ich werde das jetzt immer wieder auf die vorhergehenden Teile zurückgreifen, weil es eben aufbauend ist. Die Ayah vorher, also das 32 oder ein Teil von der 32. Ayah war, jedoch sie allesamt versammelt werden sicher vor uns gebracht werden. Also das ist dort gegangen, die Leute, die ja der eine Mann, der von dem anderen Ende der Stadt gekommen ist, die Menschen aufgerufen hat, den Propheten zu folgen, der ist ja dann getötet worden von dem Volk. Und man hat dann gesehen, der ist direkt ins Jannat gekommen. Und das Volk ist nachher von Allah vernichtet worden. Also wir haben dort Vernichtung gehabt und am ganz am Schluss von dieser, nachdem dass die Menschen vernichtet worden sind, hat Allah gesagt, aber am Tag vom jüngsten Gericht werden sie wieder auferstehen und vor mich gebracht werden. Und jetzt kommt genau, es geht eigentlich direkt weiter, obwohl jetzt ein neues Thema kommt. Also man kann vom Tod auferstehen und das erste Beispiel, das jetzt kommt, ist eben das Zeichen, die tote Erde. Wieso ist tote Erde das Beispiel für das? Er sagt nachher, wir beleben sie und bringen aus ihr Korn hervor. Also die Erde, die zuerst tot ist, wird dann durch Wasser oder was dann alles dazu kommt, wird wiederbelebt. Und genau so, sagt Allah Ta'ala, werden auch am Tag vom jüngsten Gericht die Menschen wieder auferweckt werden, auch wenn sie jetzt im Moment tot aussehen. Wenn Allah Ta'ala sagt, stand auf, dann stehen sie auf. Wir werden immer wieder sehen, dass im Koran, wenn Allah Ta'ala von der Natur Beispiel bringt, dass es dann immer ein Pendant hat, das mit dem Akhirat zu tun hat. Also wir haben etwas Profanes, etwas Irdisches und gleichzeitig gibt es für das ein Pendant, das spirituell ist. Und immer wenn von toter Erde die Rede ist, wird eigentlich vom Tod vom Mensch wird das gemeint. Und mit dem wird auf das hingewiesen, dass es nach dem Tod weitergeht, dass es ein Wiederauferstehen gibt. Was ja übrigens eines der fundamentalsten Sachen eigentlich im Islam ist. Also Allah sagt, also das Zeichen für die Menschen ist die tote Erde. Wir beleben sie und bringen aus ihr Korn. Korn steht da ein bisschen stellvertretend für Nahrung generell, von dem sie essen. Wenn jetzt Allah Ta'ala sagt, das ist ein Zeichen für sie, das heißt also, wenn wir das Korn oder das Essen sehen, beziehungsweise essen, dann müssten wir uns eigentlich jedes Mal wieder an das erinnern, für was das Essen eigentlich das Zeichen für uns ist, nämlich für die Wiederauferstehung. Natürlich, wir sind heute nicht so bedacht, also wir essen einfach und wenn es gut kommt, sagen wir zuerst noch Besmele und sind dankbar, dass wir das Essen haben, aber viel mehr tun wir dann eigentlich über das Essen nicht nachdenken. Während Allah da bei der Ayah sagt, dass eigentlich jedes Essen, also immer wenn wir essen, wir uns müssen daran erinnern, dass wir mal einst sterben werden und wieder auferstehen werden. Wieso ist das wichtig?
Es ist wichtig zu wissen, dass wir wieder auferstehen, weil an dem Tag der Wiederaufstehung passiert was? Wir tun alle Rechenschaft ablegen. Also es gibt eine Prüfung, Allah wird fragen, was wir gemacht haben, wieso wir es gemacht haben oder was wir nicht gemacht haben. Und wenn einer nicht Iman hat, dass er wieder stehen wird, wird er ganz anders leben. Also ein Mensch, der weiss, der Tag, irgendwann kommt ein Tag, wo ich muss für alles, was ich gemacht habe, gerade stehen, der lebt anders. Und einer, der denkt, das passiert nie, der hat eigentlich das Problem nicht. Also der lebt den Tag hinein und der hat kein Bedürfnis, irgendwie Vorkehrungen zu treffen, dass es mal eben an dem einen Tag ihm gut geht, weil er gar nicht glaubt, dass es den Tag gibt. Aber jedes Mal, wenn wir essen, tut uns eigentlich Allah daran erinnern, hey, du wirst einst wieder auferweckt werden. Und mit dem sagt er also ein Leben entsprechend. Und damit wir es eigentlich ja nicht vergessen, haben viele Nahrungsmittel haben Kerne. Kerne, was ist die Eigenschaft von einem Kern? Wenn man etwas mit Kernen isst, die bleiben, also wir essen, aber es bleibt dann irgendwie zwischen den Zähnen stecken und man stört sich auch ein bisschen daran, man muss es rausnehmen oder man schluckt es vielleicht bewusst, aber es ist auch bei einer Melone zum Beispiel, wo man Kerne zwar schluckt, stört es einen, also man wird ein bisschen wieder drauf gelüpft. Du nicht nur das Fruchtfleisch geniessen, sondern irgendetwas ist noch, was man denken sollte, was ist das? Ich werde irgendwann wieder auferweckt. Das heisst, schon der ganze Akt vom Essen hat eine ganz andere Bedeutung, wenn ich jedes Mal beim Essen an das mich erinnere. Weil das kommt dann zusätzlich zum Salat, dass ich mich eben daran erinnere, was mal einst aus mir wird. Und dass Allah Tote wieder erwecken, ist ja nicht, kommt jetzt hier nicht zum ersten Mal, sondern wir haben das in der Ayah 12, also wieder im ersten Teil auch schon gehabt, wo er gesagt hat, wahrlich, wir sind es, die die Toten beleben. Kommen wir zur Ayah 34. Und wir haben auf ihr Gärten mit Dattelpalmen und Beeren angelegt, und wir ließen Quellen aus ihr entspringen. Ich mache gerade weiter. Damit sie von ihren Früchten essen, und ihre Hände schufen sie nicht, wollen sie da nicht dankbar sein. So, und wir haben auf ihr, also auf der Welt, auf der Erde, auf der toten Erde, Gärten mit Dattelpalmen und Beeren angelegt und es hat eine Haufen schöne Quellen. Wenn wir uns jetzt das Bild mal vor Augen führen, Dattelpalmen, Quellen, die entspringen, Beeren und so weiter, was kommt uns da in den Sinn? Jannat. Jetzt haben wir wieder das Beispiel, dass etwas Irdisches mit etwas Spirituellem verbunden wird. Also Garten auf der Erde ist eigentlich immer ein Hinweis für Jannat. Also wenn es geht um den Garten, das ist jetzt ein weltlicher Garten, aber es ist gerade auch ein Hinweis auf Jannat. Und Jannat wird im Koran immer mit weltlichen Beispielen erklärt oder erzählt. Obwohl es eigentlich heisst, dass alles, was im Jannat ist, wir noch nie gesehen haben. Alles hat einen Geschmack, den wir noch nie geschmeckt haben. Es hat einen Duft, den wir noch nie gerochen haben. Das sieht aus wie etwas, das wir noch nie gesehen haben. Also nichts im Jannat ist ähnlich wie das, was wir auf der Welt kennen. Und trotzdem, immer wenn Allah Ta'ala über Jannat redet, tut er Beispiel bringen von weltlichen Sachen. Könnt ihr euch vorstellen, warum? Dass wir es verstehen, anders hat es gar keinen Sinn. Wenn Allah Ta'ala alles würde, sagen wir mal, beim richtigen Namen nennen, wie es denn im Jannat heißen würde und nicht erklären würde, was es ist, dann würden wir gar nicht begreifen, was das ist. Und es würde uns auch gar keine Lust machen auf den Jannat. Also im Prinzip, wenn Allah Ta'ala uns vom Jannat erzählt, ist das wie ein Trailer, was mal irgendeines kommt. Also er macht uns gespannt drauf, er macht uns lustig drauf, dass wir auch einen Ansporn haben. Jannat sollte nicht der einzige Ansporn sein, den wir haben, um Allahs Regeln zu befolgen. Also eigentlich sollten wir das machen, weil wir Allahs Wohlgefallen wollen. Aber für viele ist Jannat der treibende Motor und ist auch okay. Also wenn einer alles macht, nur damit er ins Jannat kommt, dann wird er sein Ziel auch erreichen. Und würde Allah Ta'ala uns Jannat so erzählen, dass wir das nicht begreifen, dann würde es uns gar nicht interessieren. Und dann würden wir uns auch nicht anstrengen, dieses Ziel zu erreichen. Wir strengen uns nur für ein Ziel an, wo wir auch uns vorstellen können, dass es uns dir gefallen wird.
Und deshalb kommt Allah Ta'ala immer mit Beispielen, die man kennt. Das Gleiche ist auch beim Jahannam. Das Jahannam ist schon als Warnung, als Abschreckung gedacht, aber auch dort tut Allah mit Wörtern erzählen, die für uns Sinn machen, dass wir das auch begreifen können. Dass wir eben auch wissen, wie schrecklich das ist. Aber es ist noch viel schrecklicher, als wie wir uns das vorstellen. Das kommt dann dazu. Mit dem Jannat ist es dann eben noch viel schöner, als das, wie wir es uns vorstellen. Also Allah Ta'ala hat uns die Gärten mit Dattelpalmen und Beeren gegeben, also damit wir von ihren Früchten essen können, damit sie von ihren Früchten essen und ihre Hände schufen sie nicht. Was will er jetzt so sagen? Wir essen zwar die Früchte und vielmals denken wir, ja, aber weißt, ich habe den Samen gesehen, ich habe geschaut, dass immer genug Wasser da ist, ich habe es dann geerntet und das Zeug, das man kochen muss, habe ich gekocht und man hat fast immer das Gefühl, wir haben das Essen selber gemacht. Aber Allah sagt, ihr habt das Essen nicht selber gemacht. Auch wenn ein grosser Teil von dem, was wir nachher vor uns haben, wir mit unseren Händen gemacht haben, gibt es etwas, wo wir eben ganz bestimmt nicht selber gemacht haben, wo wir auch gar nicht machen können. Was ist das? Damit sie von ihren Früchten, die Gelehrten sind sich einig, dass das ihren sich bezieht auf das, was im Ayah vorher war, nämlich Quellen. Also, und wir ließen Quellen aus ihr entspringen. Und die Früchte von diesen Quellen sind die dann gewachsen sind und wo wir nachher gegessen haben. Und das Wasser, das auf der Erde ist, wer hat das gemacht? Das kommt von Allah. Also das Wasser können wir nicht selber machen. Das Wasser ist eigentlich das, was wir brauchen zum Leben. Ohne Wasser geht es nicht. Auch die ganze NASA, die im Weltall jetzt Ort suchen, wo die Menschheit vielleicht mal irgendwann hingehen und überleben. Wenn dann mal die Welt untergeht, sie haben das Gefühl, dass nur die Erde untergeht, wenn der Weltuntergang kommt, dass man dann flüchten kann auf einen anderen Planeten. Und sie suchen nach etwas, aber nach was suchen sie? Also wenn sie einen neuen Planet finden, oder auch einen existierenden Planet, suchen sie immer noch etwas ganz Bestimmtes auf diesem Planeten. Und erst wenn das vorhanden wäre, kann man sich überhaupt vorstellen, dort zu leben. Und das ist was? Es wird immer nach Wasser gesucht. Also man sucht auf dem Mars nach Wasser. Wenn es kein Wasser hat, dann weiss man, okay, kann man streichen, das ist kein Ort für uns. Wasser ist lebensnotwendig. Und Wasser können wir nicht selber machen. Also auch wenn wir das Gefühl haben, das Essen machen wir selber, wir tun selber unsere Acker anlegen, wir tun selber ernten und tun selber schauen, was, wo, wenn, wie wächst. Schlussendlich kann es nur wachsen, wenn Allah Ta'ala Wasser regnen lässt. Und das Wasser kann die Menschheit nicht selber machen. Und das Wasser wird einmal sehr knapp sein. Und wir wissen, das gehört zwar nicht in das Thema rein, aber in der Endzeit wird Wasser sehr knapp werden und Wasser wird sehr teuer werden. Und der Dajjal wird eines von den Sachen, mit denen die Menschheit erpressen wird unter anderem auch Wasser sein. Jetzt haben wir gesagt, jedes irdisches hat ein Pendant vom Nicht-Irdischen. Und was ist es bei Wasser? Das Wasser entspricht immer dem Koran. Woher kommt das Wasser? Von Allah, von oben. Wir haben auf der ersten Seite von Surat Al-Yasin gelesen, dass der Koran von oben kommt. Tenzil al-Aziz al-Rahim. Das Tenzil heisst von oben herabgesandt. Das Wasser ist rein, wird zum Reinigen gebraucht. Der Koran per se ist auch rein. Und wenn man den Koran liest, tut man auch sich mit dem reinigen, also nicht äußerlich, sondern innerlich. Also ist Pendant, spirituelle Pendant zu Wasser ist immer der Koran. Genau, und der Koran belebt tote Herzen, genauso wie das Wasser die Erde beleben. Also sagt die Ayah, also alles, was wir zum Essen haben, wo uns daran erinnert, dass wir am jüngsten Tag wieder auferstehen werden, kommt von ihm und nur durch ihn. Und das Essen, das uns am Leben erhalten tut, ist nicht durch unsere Hände gemacht. Also, und ihre Hände schufen sie nicht, also die ganze Früchte und all die Lebensmittel. Und dann kommt die entscheidende Frage, wollen sie da nicht dankbar sein? Also nachdem er das all das erkannt hat und weiß, ist das nicht Grund genug, um allein schon nur für das Allah dankbar zu sein und zu machen, was er von uns erwartet. Und Menschen sind immer noch nicht dankbar. Sogar die es wissen, sind vielleicht zu wenig dankbar. Ich glaube, wirklich dankbar sein kann man natürlich nur, wenn man auch wirklich begreift, was es heißen würde, ohne Wasser zu sein.
und ohne Nahrungsmittel. Also man müsste schon mal fast so ein Nahtoderlebnis gehabt haben. Zum Beispiel, was heißt Scharia? Wisst ihr, was Scharia heißt? Jetzt rein vom Wort her. Scharia heißt der Weg zur Quelle. Also jetzt nicht religiös, sondern rein linguistisch heißt Scharia der Weg zur Quelle. Der Weg zur Quelle ist hier in der Schweiz für uns natürlich nicht so etwas, jedem Hahn kommt Wasser raus, oder? Aber wenn man in der Wüste ist und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, also die Araber, die Mekkaner, die sind jetzt mit in der Wüste gewesen und die haben das gekannt, also die haben gewusst, was es bedeutet, ohne Wasser zu sein. Und die haben den Wert vom Wasser verstanden. Also die Scharia ist der Weg zur Quelle gewesen, also zum Leben. Also ist Allahs Weg, also wenn ich Allahs Gebote befolge, dann komme ich zum Leben, weil es ist wie das Wasser in der Wüste. Also, wenn ich den Weg zu der Quelle gefunden habe, dann kann ich auch überleben. Also einfach da noch das Pendant zum Wort Scharia. Also die Menschen sollten dankbar sein, aber sie sind es nicht. Und immer wenn Propheten kommen, machen sie sich lustig über sie und befolgen es eigentlich nicht. Und wieso tun sie nicht folgen? Das ist eigentlich Stoff vom nächsten Mal, aber ganz kurz. Weil jeder Prophet kommt natürlich auch immer mit einer gewissen Pflicht und sagt, macht etwas. Also eine Religion tut in der Regel immer in gewissen Gebieten einschränken und Aufträge erteilen. Und die Menschen, das ist einfach in der Natur des Menschen ist das so drin, haben Autorität nicht gern. Und ich nehme an, wenn jetzt jeder ganz ehrlich zu sich selber ist und wenn ich jetzt euch frage, habt ihr denn gern Autorität? Also bekommt ihr gerne einen Befehl über? Sind ihr gerne gezwungen, etwas zu machen? Dann würden wir wahrscheinlich alle Nein sagen. Der Chef ist schön und gut, aber sobald er mit einem Befehl kommt, dann denkt man sich Sachen, die man natürlich nicht laut sagen würde. Das Gleiche daheim, wenn die Eltern einmal durchkommen, ja, mach das, mach das, mach das. Also eigentlich, wir Menschen haben nicht gerne Autorität. Also wir möchten nicht gezwungen werden, etwas zu machen. Und Religion, also der Islam, der ist ja in dem Gebiet das sehr klar. Also er mischt sich eigentlich in unserem ganzen Leben ein. Er tut nicht nur einfach sagen, glaubt an Allah. Also nur irgendetwas, was im Kopf passiert, sondern man muss etwas machen, man muss Salam machen, man muss auf etwas verzichten, zum Beispiel beim Fasten, beim Siam, man muss spenden, vom eigenen Geld geben und. Also die Religion kommt mit vielen Bedingungen, und zwar in jedem Bereich von unserem Leben. Und das ist ein Grund, warum die Menschen das eigentlich nicht wollen. Und wegen dem haben sie, wenn wir wieder zurückgehen auf die erste Seite, fragen sie, ja, wer bist denn du? Haben sie gefragt zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wer bist denn du, dass du mit dem kommst und uns Sachen auftragen und uns Sachen machen lassen? Und dort hat er was gesagt, ich bin nicht der das bringt, sondern es kommt alles von Allah. Allah, der Aziz ist und Rahim. Also der Gesetzgeber ist, aber der barmherzig ist. Ayah 36. Preis sei ihm, der die Arten alle paarweise geschaffen hat, von dem, was die Erde sprießen lässt, und von ihnen selber und von dem, was sie nicht kennen. Also Preis sei ihm, subhanallah, der die Arten alle paarweise geschaffen hat. Zuerst mal das Preis sei ihm, subhanallah, also Allah Ta'ala ist so groß und so prächtig und so mächtig wie nichts auf dieser Welt, und nichts ist ihm ähnlich. Nichts, was wir uns vorstellen könnten, ist auch nur annähernd so groß oder so mächtig wie Allah Ta'ala. Und eben nichts, was wir kennen, gleicht ihm. Und er hat alles paarweise erschaffen. Und das Wort paarweise wird häufig auch ein bisschen falsch verstanden. Also Paar, im Deutschen, wenn ich jetzt Paar sage, kommt euch was in den Sinn? Dass es vor allem immer zwei gibt, oder? Also Mann und Frau oder einfach immer links und rechts, dass alles dual ist, paarweise ist. Aber paarweise muss man nicht nur so eng sehen, sondern auch ein bisschen weiter. Paarweise heisst, alles ist an etwas gebunden. Das heisst, alles braucht etwas. Es gibt nichts auf dieser Welt, wo nichts bringt, wo nichts braucht. Es gibt zum Beispiel Pflanzen, die können nur wachsen, wenn eine andere Pflanze in der Nähe ist. Also sie können nur im Schatten von dieser Pflanze wachsen. Es gibt Tiere, die leben nur auf anderen Tieren oder in der Nähe von anderen Tieren. Und so, das ist eben auch paarweise, dass Sachen etwas brauchen.
Und das ist wieder natürlich das Wunder von Allah, dass er uns zeigt, alles braucht etwas. Und es gibt nur etwas oder jemand, der nichts braucht. Und das ist natürlich Allah selbst. Also Allah ist der Einzige oder das einzige Wesen, wo nichts braucht, wo unabhängig ist, wo total autark ist, wo aus sich selber existiert und nichts anderes als sich selbst braucht. Aber alles andere braucht etwas. Und wenn wir jetzt um uns herum schauen, dann sehen wir das auch. Und das sollten wir eben aus dem unsere Lehren ziehen. Und Allah sagt, eben das, was wir jetzt vor uns sehen, was aus der Erde sprießt, also die ganzen Pflanzen und all das, aber auch von ihnen selbst, also auch der Mensch ist so ein Paar. Und jetzt meine ich nicht Mann und Frau, sondern was für ein Paarwesen ist der Mensch? Was könnt ihr euch vorstellen? Wir haben Körper und Seele zum Beispiel. Das sind auch zwei Sachen. Wir haben das Verlangen auf der einen Seite, wo uns möchte alles Mögliche machen lassen, und auf der anderen Seite die Vernunft, die uns versucht zu bremsen. Was auch der Mensch ist eigentlich so ein Paarwesen. Also wir selber auch sind so ein Paar. Also wir müssen nicht nur rund um uns schauen, um so ein Paar zu sehen, sondern auch in uns selber können wir das erkennen. Und das wird auch in einer der nächsten Vers kommen, wo es darum geht, wie man Allah kennenlernen will, beziehungsweise verstehen will, ist das Wichtigste, dass man zuerst sich selber kennenlernt. Es wird sicher dann auch mal das Thema sein, dass man schaut, wie tut ein Mensch sich selber kennenlernen. Also was bin ich? Ich bin eben nicht nur die äußere Hülle, ich bin nicht nur der Körper, sondern es gibt eben noch einen zweiten Teil. Also, wir haben die Paarwesen wie der Natur, von sich selbst und was sie nicht kennen. Also dann gibt es noch viele Sachen, die auch Paarwesen sind, die wir noch gar nicht kennen. Damals, also vor 1500 Jahren, hat es Sachen gegeben, die es dort nicht kennt haben, die wir heute wissen. Aber selbst heute gibt es noch viele Sachen, wahrscheinlich, die wir nicht wissen und vielleicht, falls es die Welt noch so lange gibt, in 1500 Jahren bekannt sein wird. Und ein Zeichen ist ihnen die Nacht. Wir entziehen ihr das Tageslicht und siehe, sie sind in Finsternis. Das ist jetzt Aja 37. Also wir haben vorher von der toten Erde geredet, von der Natur, wie man von dem lernen kann, wie das uns zum Denken anregen sollte. Und das Nächste, was uns zum Denken anregt, oder wo für uns ein Zeichen übrigens auf Arabisch heisst Ayet, Aya. Also das Nächste, was für uns ein Aya ist, zum Überlegen, ist die Nacht und der Tag. Jetzt haben wir gesagt, alles Irdische hat auch einen spirituellen Gegenwert. Nacht steht für Unwissenheit, für Ignoranz. Man sagt auch, einer, der unwissend ist, der tappt im Dunkeln. Wenn er nicht weiss, wohin, wenn er verloren ist, tun wir auch sogar heute, also im deutschen Sprachgebiet, wir das so verwenden. Und Tag steht für Erleuchtung und für Rechtleitung. Also die Nacht ist für uns auch ein Zeichen. Wir entziehen ihr das Tageslicht und siehe da, sie sind in Finsternis. Was ist jetzt da gemeint? Jetzt gehen wir wieder zurück auf die erste Seite. Dort haben wir von den Mekkanern geredet, dass die Mekkaner, dort wird sogar noch von ihren Vätern geredet. Die Väter haben auch schon keine Ahnung gehabt und sind total im Dunkeln gewesen. Haben im Dunkeln gedacht, sie haben gar keine Ahnung gehabt, was überhaupt los ist, weil zu ihnen aber auch kein Prophet gekommen ist. Also zu den Mekkanern, zu den Ahnen der Mekkaner, die haben keine direkten Propheten bekommen und sind deshalb eigentlich in der Dunkelheit gewesen. Dann hat Allah Ta'ala ihnen den Prophet geschickt, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und sie aus dem Dunkel eigentlich ins Tageslicht geführt. Und hat ihnen gesagt, folgt ihm, jetzt wo es hell ist, jetzt solltet ihr eigentlich alles erkennen, weil der Prophet, und das haben wir in der zweiten Seite dann gehabt, ist mit Belagh al-Mubin gekommen, also mit einer Sprache, die sehr klar und deutlich war, die Herz angesprochen hat und Verstand angesprochen hat. Und jetzt, wo noch Licht ist, hätte jetzt eigentlich erkennen, was die Wahrheit ist. Weil noch heller als ein Prophet kann man nicht Licht geben. Sie haben aber nicht glauben, sie haben sich widersetzt. Was hat Allah dann gesagt? Dann hat er ihnen, also bei den Mekkanern vor ihnen eine Wand, ein Set vor ihnen und ein Set hinter ihnen eine Wand und von oben hat er auch einen Deckel zugemacht. Und wenn man jetzt vorne dran eine Wand hat und hinten dran eine Wand und oben dran macht man einen Deckel zu, was ist man dann? Ja, dann ist man wieder im Dunkeln.
Also was heißt da? Und plötzlich sind sie wieder in Finsternis gewesen. Sie haben das Tageslicht bekommen, also die Rechtleitung haben es bekommen, haben aber nicht wollen, zugreifen, haben das nicht annehmen. Und dann hat Allah ihnen das Licht halt wieder weggenommen. Und in dem Moment, wo das Licht weggenommen worden ist, sind sie wieder in Dunkelheit gewesen. Und die Sonne eilt dem ihr gesetzten Ziel zu. Das ist die Anordnung des Erhabenen, des Allwissenden. Die Sonne steht, also der Tag haben wir gesagt, steht für Erleuchtung und Rechtleitung und die Sonne steht immer als Symbol für den Prophet. Es gibt sogar eine Ayat, die habe ich jetzt allerdings nicht gefunden, wo das direkt steht, dass der Prophet eine Sonne ist, also wie eine Sonne für die Menschheit wäre. Jetzt, wenn er sagt, die Sonne eilt dem ihr gesetzten Ziel zu, dann heißt das eigentlich was? Dass, wenn man das Ziel erreicht hat, ist fertig, oder? Also man ist auf dem Weg, man hat irgendwo gestartet und wenn man das Ziel erreicht hat, ist man am Ende. Also auch die Sonne ist zeitlich begrenzt existierend. Das heißt, die Sonne wird nicht immer existieren. Sogar wenn es der Weltuntergang nicht gibt, wenn es kein Qiyamah gibt, wissen wir, dass die Sonnen ja auch nur eigentlich, Sterne sind, die erlöschen. Also irgendwann erlöschen sie die Sonnen. Und auch so ist es mit unserer Sonne. Und weil ja da das Pendent der Prophet Muhammad ist, sallallahu alaihi wasallam, sagt Allah Ta'ala, der Mekkaner dort und uns natürlich indirekt auch der Prophet ist nur für eine zeitlich begrenzte Zeit da. Also nutzt den, solange ihr könnt. Weil irgendwann wird er gehen und dann sind wir wieder in Finsternis. Es sei denn, man folgt dem, was er hinterlassen hat. Und das ist die Anordnung des Erhabenen, des Allwissenden, Dhalika Taqdirul Aziz al-Alim. Da haben wir das Wort Aziz wieder. Wir haben gesagt, dass immer wieder die gleichen Namen von Allah kommen. Wir haben, wo die Frage war, woher der Koran kommt, ist auch gesagt worden, Tanzil al-Aziz al-Rahim. Also der Koran ist von Allah, wo Aziz ist. Und auch da die Anordnung, dass die Sonne eben so ein Ziel hat, dass alles zeitlich begrenzt ist. Auch das ist vom Gleichen. Aziz. Und Aziz heisst was? Das ist der, der die Gesetze bestimmt, der die Regelmäßigkeiten bestimmt. Also er hat das bestimmt und so wird es nachher auch laufen. Also da haben wir wieder eine Wiederholung oder eine Unterstützung von dem, was vorher gesagt worden ist. Und für den Mond haben wir Stationen bzw. Phasen bestimmt, bis er wie der alte Dattelrispenstiel wiederkehrt. Die Sonne, haben wir gesagt, ist der Prophet. Wer wäre denn der Mond? Mond ist, das wäre eigentlich Zahabis, oder? Also Mu'min, also heute kann man auch als Mond anschauen. Wieso? Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat als Sonne geschienen. Er hat uns den Koran gebracht, damit Licht gebracht. Und wir, die versuchen, seine Sonne zu leben und zu befolgen, tun quasi das Licht, das er uns ausgestrahlt hat, wir reflektieren, indem wir eben das versuchen zu praktizieren und sind wie ein Mond. Weil der Mond hat ja kein Eigenlicht. Der Mond tut nur reflektieren das Licht, das die Sonne auf den Mond strahlt. Und wir sehen nur die Reflexion. Und genauso sind Mu'min. Also ein Mu'min ist im Prinzip nur die Reflexion von der Sonne, also von dem, was der Prophet uns gibt. Also in dem Moment, wo wir versuchen, die Sonne vom Propheten zu befolgen und das, was im Koran steht, zu praktizieren, sehen wir wieder einen Moment, wo das Licht, wo das göttliche Licht im Prinzip reflektieren. Jetzt sagt er, der Mond hat Phasen bzw. Stationen. Die Sonne hat das nicht. Die Sonne ist immer gleich. Die wird nicht mal kleiner, mal grösser. Die ist stabil. Und so ist auch der Prophet. Der Prophet ist stabil. Dem sein Iman ist stark, stabil, standhaft. Der schwankt nicht. Bei den Mu'min oder bei den Menschen ist es aber so, dass der Iman mal zunimmt und mal abnimmt. Der hat eben die Stationen, die Phasen. Also Allah vergleicht hier den Iman, bzw. stärker und schwächer werden vom Iman mit den verschiedenen Phasen vom Mond. Das heißt, der Iman kann so sehr abnehmen, bis es wie ausgeht wie der alte Dattelristenstiel. Jetzt muss man natürlich wissen, die Mekkaner sind, das ist ein Wüstenvolk, die haben alles mit Datteln und mit Palmen. Also man hat mit Beispielen gebracht, die für sie sehr gäbig sind. Heute würde Allah da, wenn er jetzt hier den Koran geschickt hätte, hätte er wahrscheinlich ein anderes Beispiel gebracht. Aber nichtsdestotrotz versteht man, was da gemeint ist. Der Dattelrispenstiel ist also eigentlich der Hilal, also ganz, wenn der Mond nur noch ganz klein ist und man nur ein kleines bisschen von ihm sieht.
Also Iman kann so schwach werden, bis man fast nichts mehr von ihm sieht. Aber, und das ist jetzt das Schöne daran, wir müssen keine Angst haben, dass dann vorbei ist. Weil wenn der Mond abnimmt, bis er eigentlich zum Neumond wird und man ihn praktisch gar nicht mehr sieht, was passiert am nächsten Tag? Er nimmt wieder zu. Oder? So wie er abgenommen hat, nimmt er nachher auch wieder zu. Das heisst, auch wenn der Iman abnehmen kann, auf der anderen Seite kann er auch wieder zunehmen und wird inshallah wieder zunehmen. Und so kann man auch die Umma von den Muslimen oder die Umma vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vergleichen. Auch wenn heute zum Beispiel es so aussieht, als die Umma fast verschwunden ist, also eben nur noch der kleinste Rand vom Mond sichtbar ist. Das heisst nicht, dass es immer so wird sein oder dass eben die Umma ganz verschwinden wird, sondern so wie es abgenommen hat, wird es dann auch wieder zunehmen. Inshallah. Und wenn der Mond am kleinsten ist, dann sieht man ihn fast nicht. Das ist wieder ein Beispiel zum Anfang von der Seite. Wir haben gesagt, also in der ersten Seite von Surat Yasin, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah hat ihm befohlen zu reden. Er muss predigen, er muss den Koran rezitieren zu allen, zu der riesigen Menge von Leuten, auch wenn vielleicht gar niemand von dieser Menschenmenge ihm zulässt bzw. ihm folgen wird. Und dort hat Allah gesagt, aber vielleicht gibt es irgendeinen in dieser grossen Menge, wo, auch wenn du es nicht siehst, im Geheimen dir folgen tut. Also in dieser grossen Menge, wo alle quasi das abgelehnt haben, hat es aber vereinzelte Leute gegeben, die den Islam im Geheimen angenommen haben. Und da haben wir wieder einen Hinweis auf das. Also, die sind das Beispiel für den Mond, der fast nicht sichtbar ist. Und der Mond, der fast nicht sichtbar ist am Anfang, der nimmt dann wieder zu und wird immer sichtbarer. Und was haben wir als nächstes Beispiel gehabt? Der nächste, der mu'min geworden ist vom anderen Ende der Stadt rennend, also springend gekommen und hat die Leute aufgerufen, eben den Propheten zu folgen. Also er war jetzt dann einer, der den Iman eben nicht mehr versteckt hat, der nicht im Geheimen geglaubt hat, sondern der sehr stark, also sehr grossen Iman an den Tag gelegt hat, als wie ein Vollmond im Prinzip. Und da haben wir das gleiche Beispiel vom Mond auch bei diesen zwei Gläubigen gehabt. Weder hat die Sonne den Mond einzuholen, noch eilt die Nacht dem Tage voraus. Und alle schweben auf einer Umlaufbahn. Wir sind mittlerweile bei der 40. Ayah angelangt. Und wir haben noch 5 Minuten, knapp. Also die Sonne tut den Mond nicht einholen. Und der Mond tut die Sonne nicht einholen. Jeder von beiden hat eine feste Bahn. Auf dieser Bahn tun sie gehen. Also tun sie, da steht schweben. Im Arabischen wird das Wort schwimmen gebraucht. Für nachher schon, das wird das wichtig. Was heisst das? Wir haben gesagt, die Sonne ist der Prophet, der Mond sind die Mu'min, die Gläubigen. Und das heisst also, der Prophet oder die Propheten, die haben ihre Aufgabe gehabt, die haben ihre Aufgabe gemacht. Und die den Propheten folgen, die Sahabis oder jetzt wir haben auch unsere Aufgabe und müssen unsere Aufgabe auch machen. Also der eine kann die Aufgabe vom anderen nicht übernehmen. Das heisst, der Prophet kann nicht unsere Aufgabe übernehmen und wir können nicht seine Aufgabe übernehmen. Jeder hat seine Aufgabe und jeder muss seine Aufgabe wahrnehmen. Das ist wichtig. Beim Beispiel von der Geschichte von dem Mann, der vom anderen Ende dahergerannt ist, auf Schweizerisch ist es fast schwierig zu sagen, der ist ja auch, wir haben gesagt, in dieser Stadt waren 3 Propheten gewesen. 3 Propheten, die Allahs Worte, und zwar in bester Art und Weise, den Leuten von dieser Stadt erzählt haben und trotzdem haben die Leute nicht geglaubt. Und der eine Mann, der die Propheten nicht mal direkt gesehen hat, sondern nur über Umweg von denen gehört hat, hat gerade an sie geglaubt, dass Allah ihm Hidayah gegeben. Und eigentlich hätte er jetzt können sagen, ja, ich habe jetzt Iman, das ist schön und gut und das Ziel ist erreicht, die sind ja gekommen, damit wir Iman haben, ich habe Iman, also fertig. Oder was soll ich den anderen sagen, wo die Propheten nicht schon gesagt haben, also wenn es Propheten nicht geschafft haben, dann kann ich es doch erst recht nicht schaffen. Er hat aber nicht so gedacht, sondern er ist von seinem Haus weg und nicht nur langsam drauf, sondern eben gesprungen, also er hat es eilig, hat es brisant gehabt und ist durch die ganze Stadt zu diesen Leuten gegangen und hat ihnen gesagt, folgt doch den Propheten. Also er hat nichts anderes können sagen als Propheten schon gesagt haben, oder er ist auch nicht besser als Propheten, aber er hat gewusst, das ist seine Aufgabe, beziehungsweise er hat sich gar nicht so viel überlegt, er hat in sich den Drang gespürt,
den Zwang gespürt, eigentlich das zu machen und hat das gemacht. Und genauso müssen wir auch heute, wir können nicht sagen, ja, es hat ja überall im Koran, ich muss gar nicht mehr erzählen, oder im Internet ist genug Information, oder sollen es doch dort gehen, oder sollen es doch das hören. Wir haben unsere Aufgabe, wir müssen unsere Aufgabe auch wahrnehmen, weil, auch wenn wir keine Propheten sind und nicht so wie die Propheten können reden, also nicht mit der Aussprache oder mit der Wortwahl, die Allah Ta'ala einem direkt gibt, vielleicht tun wir nicht so die Leute anreden, aber wir haben auch unsere Pflicht, unsere Aufgabe mit unseren Kollegen am Arbeitsplatz oder in der Schule, die keine Muslime sind, die vielleicht etwas über den Islam lernen wollen, oder auch die Muslime sind, aber keine Ahnung vom Islam haben, das gibt es leider auch viel zu viel, dass man mit denen redet und sie einladen, zum Islam so zu praktizieren, wie es eigentlich gedacht war. Also jeder hat seine Pflicht und seine Aufgabe und niemand kann die Pflicht vom anderen übernehmen. Und auch hier haben wir wieder das Beispiel von, eben, dass alles paarweise ist. Auch wenn Propheten kommen, braucht es Mu'min. Also Prophet allein bringt auch nichts. Also Prophet und Mu'min sind wieder zusammen so ein Paar, oder? Die sich gegenseitig ergänzen. Und jetzt kommt ein neues Zeichen. Jetzt haben wir die tote Erde gehabt, Sonne und Mond haben wir gehabt. Also wir sind von der toten Erde, sind im Himmel. Und jetzt kommt das nächste Zeichen. Und ein Zeichen ist es ihnen, dass wir ihre Nachkommenschaft in dem beladenen Schiff trugen. Also jetzt sind wir im Schiff, sind wir dann von wo? Also vom Wasser, im Meer. Wenn wir uns jetzt nochmal das Bild von der Sonne und von all diesen Planeten uns vorstellen, wie sie auf ihren Weg, auf ihrer Route schweben. Und eben im Arabischen wird nicht das Wort Schweben gebraucht, sondern das Wort Schwimmen. Sogar in der türkischen Übersetzung steht übrigens Schwimmen, also natürlich nicht Schwimmen, sondern Yüzmek. Und das passt. Also wenn wir uns überlegen, das ist im grossen Nichts hat es da die Kugeln, die sich bewegen. Und wenn wir das mit etwas vergleichen, ist es eigentlich ähnlich wie ein Schiff, das mitten in einem Ozean treibt. Also von dort her der Übergang sehr fließend, obwohl es jetzt ein neues Thema ist nicht einfach losgelöst von dem, was vorher gesagt worden ist, sondern man greift das Vorhergehende auf und dort wirklich fließend ins nächste Beispiel hineingehen. Also deshalb reden wir jetzt vom Meer, vom Schiff. Was heißt da? Wir trugen ihre Nachkommenschaft in den beladenen Schiff. Das ist jetzt noch eigentlich interessant und im ersten Moment macht es ja gar keinen Sinn. Wieso redet Allah Ta'ala von einer Nachkommenschaft, wenn Leute auf dem Schiff reisen tun? Früher, also heute sind die meisten reisen schnell, also nicht mehr auf dem Schiff, aber früher, wo man auf dem Schiff gereist ist, hat so eine Reise mehrere Wochen, teilweise Monate gedauert. Also es war nicht etwas, wo man eben, heute ist man abgefahren und morgen ist man da gewesen. Also es war eine lange Reise gewesen. Und man ist eigentlich dann losgefahren, weil man ein neues Ziel gesucht hat, einen neuen Ort, wo man leben konnte. Also zum Beispiel, jetzt ein klassisches Beispiel, die mit dem Schiff von Europa nach Amerika zum Beispiel gegangen sind oder den neuen Kontinent, um dort ein neues Leben aufzubauen. Wenn jetzt ein Mensch mit dieser Absicht auf dem Schiff ist, dann nimmt er eigentlich seine ganze Nachkommenschaft mit. Weil, wenn er dann am neuen Ort ankommt und dort sein Leben aufbaut und heiratet und Kinder bekommt, und die bekommen auch Kinder, und die bekommen auch Kinder, ist also seine ganze Nachkommenschaft ist dann an dem neuen Ort. Also ist mit dem einen Mann, der vielleicht 18, 19, 20 oder was auch immer war, auf dem Schiff und noch gar keine Planung hatte von Nachkommenschaft, hat er sie aber schon dabei gehabt. Also er ist mit seiner ganzen Nachkommenschaft gegangen. Und das passiert auch heute noch. Also die meisten Türken sind zum Beispiel aus dem Grund da, weil die Eltern aus irgendeinem Grund von der Türkei hierher kommen. Oder heute noch spezieller die Flüchtlinge, jetzt, die wir haben von Syrien, von Irak und so weiter, die kommen, weil sie vor irgendetwas flüchten oder weggehen, weil irgendetwas nicht gut ist an dem Ort, wo sie leben und weil sie eine bessere Zukunft für sich, aber vor allem für ihre Nachkommenschaft sich wünschen. Und ein Zeichen für Leute, die nicht mehr an Achira denken, ist eigentlich immer das, dass die weiteste Zukunft, die sie sich vorstellen, eigentlich die Zukunft für ihre Kinder ist. Für uns, Mu'min, sollte unsere Zukunft, der Endpunkt von unserer Zukunft ist immer das Achira. Der jüngste Tag und inshallah nachher auch Jannat. Aber für Leute, die nicht an Achira glauben, also Leute, die keinen Iman haben,
Sie denken nicht so weit in die Zukunft denken und für sie ist dann das Wichtigste die Zukunft der Kind. Das heisst, man tut alles Mögliche machen, dass es dem Kind besser geht. Das ist jetzt wichtig, weil nachher tun wir dann auf das zurückgreifen. Und da könnte man eigentlich ganz viel sagen, muss jetzt alles auslassen. Und wir schufen ihnen etwas von gleicher Art, worauf sie fahren. Und wenn wir wollten, so könnten wir sie ertrinken lassen, dann würden sie weder Helfer haben, noch könnten sie gerettet werden, außer durch unsere Barmherzigkeit und zu einem Missbrauch auf gewisse Zeit. Okay, das ist noch ganz kurz, die letzten 3 Ayah. Also Allah Ta'ala sagt, das Schiff hat er erschaffen. Man sagt, dass die Mufassirun sagen, dass das erste Schiff, das gebaut wurde, ein Schiff von Nuh a.s. war. Aber Allah sagt auch, die anderen Gefährten hat er erschaffen. Oder was ist jetzt so dabei? Zum Beispiel Flugzeug, Zug, Tram, Ballon, was auch immer. Alles, worauf man fahren kann, sagt Allah hat er erschaffen. Aber wenn wir jetzt weltlich schauen, hat es eigentlich immer ein Erfinder, irgendeiner hat es erfunden. Das Flugzeug sind die Wright Brothers oder das Auto, ich glaube der Ford, das das erste hatte. Und also obwohl weltliche Menschen das sind, die das erfinden, sogar Nicht-Muslime, also nicht Mu'min, sind beides, also Kafir eigentlich, die die Sache erfunden haben, sagt Allah, er ist es, der erfindet. Ein Mensch hat die Fähigkeit nicht, etwas zu erschaffen, was es nicht gibt. Also ein Mensch weiß nur das, was Allah Ta'ala ihm zeigt, was Allah Ta'ala ihm beibringt. Also ein Mensch kann nicht aus dem Nichts etwas erschaffen. Und wenn man das Leben lesen von den grossen Erfindern, dann kommt man häufig immer wieder auf den gleichen Satz, wo es heisst, er hat es im Traum gesehen. Also man hat versucht, und es ist einfach nicht gegangen. Und plötzlich kommt ein Traum, wo er sieht, das muss ich so und so machen, und dann macht er es so und plötzlich geht alles auf. Dann hat er gefragt, woher kommt der Traum? Also Allah Ta'ala tut nicht nur die lehren, die Mu'min sind, Allah Ta'ala lehrt auch die Nicht-Muslime. Das heisst, Allah Ta'ala tut im Koran uns nicht nur Wissen beibringen, das mit dem Akhirat zu tun hat, sondern auch Wissen, das mit der Welt zu tun hat. Und zwar das beste Beispiel ist was? Der ganze Handel. Es gibt die längste Ayah geht um das, wie man Handel treibt, bzw. wie man einen Vertrag schreiben tut. Dass man einen Vertrag dass man Sachen aufschreiben soll, dass man Zeugen haben und so weiter. Also Allah Ta'ala tut auch weltliche Sachen uns beibringen. Und deshalb, ich muss jetzt trotzdem darauf zurückkommen, mit dem, wie man eben mit der Nachkommenschaft umgehen soll. Auch wenn man für das Wohl der Nachkommenschaft denkt, soll man nicht nur weltliches Wissen denen geben, weil man denkt, das brauchen sie, damit sie auf der Welt können, dass sie es eben weit bringen können, dass sie einen guten Job bekommen oder so. Sondern man muss alles immer im Gleichgewicht haben. Also man muss weltliches Wissen geben, aber auch spirituelles Wissen, also Wissen aus dem Koran, das mit der Akhirat zu tun hat, das mit dem Iman zu tun hat, das mit der Scharia zu tun hat, mit den Regeln vom Islam, also wie man betet und so weiter. Aber das Umgekehrte ist auch falsch. Also wenn jetzt einer nur versucht, spirituelles Wissen zu geben, ist auch nicht gut. Weil wir sind auf dieser Welt, dass wir auf dieser Welt leben. Wir müssen miteinander irgendwie auskommen. Wenn jetzt einer nur spirituelles Wissen hätte, aber von der Welt keine Ahnung hat, der wird, wenn er, sobald er von daheim mal rauskommt und mit jemandem irgendwie eine Diskussion hat oder über etwas reden muss, wird er nicht können Rede und Antwort stellen. Also wird gar nicht können begreifen, wird gar nicht können mitreden, was für ihn natürlich dann auch ein grosser Nachteil wäre. Also wichtig ist, dass wir beides im Gleichgewicht lernen. Und würde Allah wählen, könnte das Schiff oder die Gefährte, das Flugzeug einfach sinken lassen. Übrigens, das Default von einem Flugzeug oder vom Schiff ist es, dass das Schiff schwimmt, bis das Flugzeug fliegt oder dass es abstürzt. Gemäß Naturgesetz muss das Flugzeug eigentlich was machen? Abstürzen. Also, man denkt immer, ja, Allah hat das Flugzeug stürzen lassen oder das Schiff untergehen lassen. Aber eigentlich ist es immer Allah, der es eben nicht macht, also wo das Flugzeug in der Luft behaltet. Und das Schiff nicht sinken lässt, weil defaultmäßig müsste es eigentlich sinken. Also Allah Ta'ala tut dafür schauen, dass eben das nicht sinkt oder abstürzt. Was sagt er da? Er tut aus der Barmherzigkeit von ihm, also weil er Rahim ist, tut er den Menschen eine gewisse Zeit geben, dass sie eben können, das Ganze gebrauchen und reflektieren und nachher auch richtig leben.
Also, wenn er nicht barmherzig wäre, würde das Flugzeug gar nicht fliegen, würde das Schiff gar nicht schwimmen, sondern gerade untergehen. Ja, eigentlich jetzt so viel zu sagen. Ich habe gesagt, ich höre um 8 Uhr auf, es ist schon 5 ab. Trotzdem noch schnell die Möglichkeit zum Fragen stellen. Gibt es direkt